Ah, Mrs. Ashley. Ich dachte mir schon, dass ich Sie nicht zum letzten Mal gesehen hätte. Treten Sie ein. Ich bin nicht hier, um zu plaudern, Mr. Tavaluris. Ich bin hier, um eine direkte Antwort von jemandem zum Zustand des Schiffes zu bekommen. Was meinen Sie? Sollte es möglich sein, dass Sie es nicht wissen? Wir sind mit einem Eisberg kollidiert, vor weniger als 20 Minuten. Die Crew ist in Aufruhr. Ich habe nichts gehört. Allerdings habe ich mich gefragt, warum die Maschinen auf Rückschub schalteten. Niemand an Bord will mir die Wahrheit über unsere Situation sagen. Also habe ich einen Weg gefunden, die ausgehenden Nachrichten des Schiffes auszuspionieren. Doch ich kann sie nicht deuten. Können Sie es vielleicht? Ja, natürlich. Lassen Sie mich mal sehen. Was ist das? Das ist ein Notruf. Der Kapitän glaubt, das Schiff wird sinken. Der Eisberg muss mehrere wasserdichte Container beschädigt haben. Wenn das wahr ist, sinkt das Schiff, während wir sprechen. Sind Sie sicher? Nein, bin ich nicht. Noch vor 10 Minuten hätte ich ihm gesagt, dass dieses Schiff absolut unsinkbar ist. Ich muss einige Berechnungen anstellen. Was kann ich tun? Ich weiß nicht. Wenn das Schiff sinkt, werden sich die Kielraumkammern zuerst füllen. Es gibt verschiedene auf diesem Deck. Vielleicht könnten Sie sie überprüfen, während ich die Berechnung mache. Ja gut, wo sind diese Kammern? Den Gang hinunter ist eine Kielraumeinheit, ein Pumpensystem, das Wasser zwischen den Kammern bewegt. Von dort führen 3 Tunnel zu jeder der 3 Haupteinheiten, dem Squash Court, dem türkischen Bad und den 3. Klasse Duschen. Warum diese Räume? Es ist eine Frage des Volumens, mein liebes Kind. Dies sind die größten Unterdeckräume an Bord. Überprüfen Sie alle 3 und informieren Sie mich, ob Wasser darin steht, aber schnell. Ja, sag mal. Ich muss alles ja eine Dame machen. Ich habe meine Anweisungen. Ich sollte hier nicht herumspielen, ehe ich Mr. Tavaluris den Zustand der Kammern mitgeteilt habe. Ja gut, dann schauen wir mal in diese Kammern. Maschinenraum. Diese Maschinen sehen groß genug aus, eine ganze Stadt zu versorgen. Und wenn man darüber nachdenkt, tun sie das tatsächlich. Ich habe meine Anweisungen. Ich sollte... Ach so, ja gut. Ich muss ja bedeuten. Und so gehen wir da rein. Ich kann nicht hinein. Er ist komplett überflutet. Was überflutet? Die Wände und Böden sind feucht, doch immerhin steht kein Wasser darin. Das ist scheinbar das türkische Bad, gell? Ein Schalthebel. Ja und? Liegt mehr da was? Außer ein paar feuchte Wände. Die Wände und Böden sind feucht, doch immerhin steht kein Wasser darin. Ein runder Schalthebel. Ja, pass auf. Jetzt könnt ihr doch eigentlich zu den Typen zurückgehen. Ich habe alle 3 Einheiten überprüft. Und? Der Squash Court ist komplett überflutet. Ich kann nicht einmal hineingehen. Das türkische Bad scheint leer, aber feucht zu sein. Das gleiche in den 3. Klasse Duschen. Ich verstehe. Es ist schlimmer, als ich dachte. Was können wir tun? Nun, als erstes muss das dem Untergang geweihte Schiff gestoppt werden. Ich weiß nicht, wieso der Kapitän immer noch Rückschub geben lässt. Das wird nur den Wassereinbruch beschleunigen. Wir müssen die Maschinen stoppen. Wie können wir das schaffen? Von hier aus besteht Zugang zum Hauptmaschinenraum. Sehen Sie, ob Sie etwas herausfinden können. Ich? Wieso nicht Sie? Ich muss berechnen, wie viel Zeit uns bleibt, ausgehend von Ihren Beobachtungen in den Kielraumkammern. Denken Sie daran, selbst die gewaltigste Verbrennungsmaschine wird anhalten, wenn ihr der Sauerstoff zum Verbrennen genommen wird. Versuchen Sie, die Ansaugöffnungen zu verstopfen. Sie könnten ebenso gut Griechisch sprechen. Doch ich werde sehen, was ich tun kann. Geh weiter, ich bin doch eine feine Dame. Ich darf mir doch die Finger nicht dreckig machen. Was ist das? Der Lenzpumpenraum. Hey, warte mal. Mal sehen, was dieser lächerlich aussehende neumodische Apparat macht. Da fällt mir noch die Schulter, gell? Der Runde. Und der Eckerte. Ja und? Jetzt habe ich da 2 und da 3.
Jetzt ist die Frage, was möchte er, dass ich tue? Fassungsvermögen 50 Tonnen. Stimmt das, ha? Mehr geht doch nicht, gell? Das ist eigentlich voll, oder? Da 3 und da 2. Aber ich glaube mal, das stimmt nicht. Diese herausstehenden Röhren müssen die Ansaugöffnungen sein, von denen Mr. Tavaloris sprach. Vielleicht konnte er einen Weg finden, sie alle zu verschließen. Diese herausstehenden Was möchte er die Rolle verschließen? Diese herausstehenden Röhren müssen die Ansaugöffnungen sein, von denen Mr. Tavaloris sprach. Vielleicht konnte er einen Weg finden, sie alle zu verschließen. Zu verschließen? Ja, bald mehr. Ich kann nicht hinein. Er ist komplett überflutet. Ach so. Jetzt habe ich die... Ich komme nicht heran. Ich muss versuchen, ihn näher zu bringen. Jetzt habe ich die Räume entflutet, gell? Aber ich komme nicht ohne. Ich kann nicht hinein. Er ist komplett überflutet. Ja, warte mal. Jetzt, wenn ich... Jetzt habe ich da 2, gell? Warte mal. Ich komme nicht heran. Ich muss versuchen, ihn näher zu bringen. Scheiße. Jetzt brauche ich noch... Moment. Nein, so viel. Jetzt ist er ganz voll. 2 da oben. Ich komme nicht heran. Warum nicht? Ich muss versuchen, ihn näher zu bringen. Dann brauche ich bestimmt... Was brauche ich da? Drei klang nicht. Jetzt habe ich gar nichts, gell? Ja, pass auf. Entweder 4 oder 1. Wahrscheinlich 4. Sag das, jetzt habe ich da 2 und die da oben. Jetzt haben wir da 4 drin. Das sollte lange. Sag das, ein Squash-Schläger. Was tue ich mit dem? Da war ja nichts, oder? Wow, schön, das türkische Bad, da schwimmen alles. Was tue ich mit dem Schläger? Warte mal. Das ist die richtige Fährte. Doch es scheint noch etwas zu fehlen. Es fehlt noch was. Was fehlt da? So, mein Kollege, hast du irgendwas? Ziemliche Unordnung. Mal sehen, ob es hier noch etwas zu finden gibt. 10 Tischtennisbälle. Ja gut. Auch die oben, pass auf. Nummer 9 und Nummer 10. Ja, pass auf, die muss ich bestimmt reinstopfen. Nein, das ist nicht richtig. Oder nicht? Moment, andersrum. Was sagt er? Oh Gott, da müssen wir da reinschießen, schön. Da bist du wahnsinnig. Jeder Schuss ein Treffer. Ich hoffe, Mr. Tavaloris hatte recht.
Ja gut, die Maschinen sind gestoppt, gell? Die Maschinen sind gestoppt. Hervorragend. Das sollte uns einige Minuten bringen. Einige Minuten. Ich habe länger gebraucht, das zu schaffen. Mein Mädchen, versuchen Sie an die tausenden Unschuldigen an Bord zu denken, die diese Zeit benötigen. Oh ja, natürlich. Ausgehend von meinen Berechnungen sollten wir noch etwa 1,5 Stunden über Wasser bleiben. Tun Sie alles, um zu überleben, Mrs. Ashley. Wenn Sie mich brauchen, werde ich hier sein. Was? Werden Sie nicht zu den Rettungsbooten gehen? Ich denke nicht. Wir haben keinen vollständigen Satz an Bord, falls Sie es nicht wissen. Nein, ich werde keinen wertvollen Platz im Rettungsboot für meine angeschlagene Hülle verschwenden. Ich werde hier bleiben. Vielleicht gibt es noch etwas, das ich tun kann. Viel Glück, Mrs. Ashley. Auch für Sie, Mr. Tavaluris. Die meisten Passagiere sind bisher in Unkenntnis ihres Schicksals. Die Luft draußen ist klar und still. Vielen erscheint es wie der ideale Abend. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich zu wissen, wie jemand angesichts einer ernsthaften moralischen Krise reagieren wird. Ich hatte Zugang zu bevorrechtigten Informationen. Ein Teil von mir wollte herausschreien, was er wusste, während ich durch die Hallen rannte. Ich möchte gerne denken, die Wahl, meine eigene Familie voranzustellen, war nicht so sehr feige als eher zweckmäßig. Panik an dieser Stelle würde einfach eine Katastrophe verursachen. Ich kämpfte mit dieser Schuld. Robert, ich habe dich überall gesucht. Du warst nicht in deinem Zimmer. Ebenso wie du. Montague sagte, du suchtest mich, also ging ich zu deinem Zimmer. Aber ach, meine Lady, sie war nicht dort. Robert, hast du getrunken? Nicht annähernd genug. Aber der Kellner wird gleich mit meinem Bermuda Highball zurückkommen. Ich frage mich, wo er bleibt. Das ist egal. Hör mir zu. Wir müssen zu einem Rettungsboot. Sofort. Ein netter, mitternächtlicher Spaß, was? Robert, dieses Schiff sinkt und du bist betrunken. Beruhige dich. Du kannst nicht herumrennen und Feuer in einem Theater schreien, weißt du? Hattest du einen schlechten Traum? Ganz sicher habe ich gerade einen. Robert, du musst mir glauben. Komm mit mir zu den Rettungsbooten. Ich bitte dich. Marty, ich liebe dich. Doch du hast einen sehr schwarzseherischen Charakter. Es ist eiskalt da draußen. Ich möchte viel lieber meinen Drink hier drin schlürfen. Wenn ich ihn jemals bekomme. Lass mich dir zumindest zeigen, was unter Deck vorgeht. Du musst keinen Fuß nach draußen setzen. Ich verspreche es. Bitte, Robert. Ich gehe nirgendwo hin, ehe ich meinen Bermuda Highball bekomme. Und ich bin ein wenig angeheitert. Die Treppe kommt nicht in Frage. Gut, wir nehmen den Aufzug. Du bist unerträglich. Das bin ich. Das ist einer meiner liebenswertesten Charakterzüge. Mein Gott, der ist haukedicht, gell? Wo du jetzt? Was mach ich da, hä? Ein Ananasstück. Oliven. Was war denn das? Ein Brandy. Oh Scheiße. Das ist nicht ganz vollständig. Nicht ganz vollständig, gell? Das war leider verkehrt, da die Song. Ja, pass auf. Moment, das stimmt schon, oder? Was wird der? Wie ich schon sagte, bevor ich meinen Bermuda Highball nicht habe, bleibe ich hier. Sinkendes Schiff hin oder her. Einen Bermuda Highball. Und der ist ruhig drauf, schön. Ein Bermuda Slammer. Das ist nicht ganz vollständig. Pass auf, ich mix mit den da, oder? Jetzt haben wir einen Brandy drin und einen Wermut. Der Gin. Und Ananas.
Hier, ich habe deinen Drink gemixt. Etwas Ähnliches zumindest. Ein Cocktail, check das. Hier ist dein Drink, Robert. Machst du Witze? Ich weiß nicht, was das für ein Gebräu ist, aber auf keinen Fall ist das ein Bermuda Highball. Bah, nimm es weg. Mein Gott. Das war auch nicht, gell? Jetzt nimm mal. Nimm mal mit dem da. Nein, pass auf. Ein Gin. Dann brauchen wir einen Wodka. Limetten. Ja, warte mal. Wo haben wir Limetten? Haben wir gar nicht schön. Ich darf mir sagen, irgendwas fehlt mir. Steuerbord Ladedeck. Backbord Ladedeck. Wieder außer Dienst, wie ich sehe. Oh, nochmal hallo. Nein, nicht außer Dienst, nur ein anderer Dienst. Wir haben ein Problem mit dem Backbordkran. Er scheint festzuhängen. Der auf Steuerbord funktioniert, doch Backbord... Mir wurde gesagt, es hat höchste Priorität, ihn frei zu bekommen. Dieser Kran wird benutzt, um die Rettungsboote zu Wasser zu lassen, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Also nehmen Sie an, dass wir sinken. Was? Nein, das ist lediglich eine vorbeugende Maßnahme. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Sehr schön. Bestreiten Sie es nur. Auf jeden Fall müssen Sie mich zum Aufzug begleiten. Ich fürchte, das kann ich nicht, Madame. Strikte Anweisung. Wenn ich Ihnen helfe, den Kran frei zu bekommen, werden Sie mich dann hinbringen, wohin ich will? Sie? Nehmen Sie es mir nicht übel, Madame, aber das ist eine schmutzige Arbeit. Sind wir im Geschäft oder nicht? Nun, sicher. Und viel Glück. Ich bekomme ihn nicht bewegt.